Vielleicht hätte ich doch noch mal schnell zum Pissen gehen sollen. Einmal vorbereitet, Bürger, einmal. So, jetzt aber habe jetzt hat mich Bürger. Heute ist mal wieder Zeit für ein Stammtisch Micker. Ausnahmsweise glaube ich, Kinder diesmal sogar am Mittwoch. Ich weiß nicht. Ich habe euch letzte Woche gefragt. Stellt's mir Fragen, weil das alte Video, eine Fragen, ist ja schon wieder ein Jahr alt. Glaube ich, nicht ganz, aber fast. Damals waren wir 3000, jetzt haben wir knapp 45.000 und ich denke mir, da kann die eine oder andere Frage aufgekommen sein. Wer weiß das schon? Und der haben wir gar nicht lange miteinander, weil ich versuche so schnell wie möglich so viele Fragen durchzuhauen, wie es nicht gerade irgendwie geht. Los geht's. Der JGDK Uviatexpo. Keine Ahnung, warum wir bis hier einen Namen. Das ist meine Frage an euch. Wie war's, wenn wir Österreicher uns mit euch verbünden und gegen die Preisen ankämpfen? Das wird der 8. Weltkrieg. Wild. Sag ich schon mal, das ist auf alle Fälle mal ein Österreicher. Ich glaube, ich habe sogar drunter geschrieben, meine erste Amtshandlung als König der Alpenrepublik war eine riesengroße Mauer rundum zum Bauen, so hoch, dass wenn der Preis bloß aufschaut, sie jeder einzelne das Knack bricht. Gut, passt, weiter geht's. Nächste Frage. Der Nubi3 das YouTube. Warum denn noch bis hier einen Namen? Hat Franziska schon mit ihren Leuten geredet? Die scheiß Franziska. Franziska! Was hat denn das für Fragen? Der Weininger, wo ist ein Heisel? Was ich gehört hab, zweimal links hinterm Pluto am Ende des Ganges links außen. Ich glaube, der Max war's. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir, was soll denn das? Nächste Frage, der Fabster. Stell dir vor, es geht um Leben und Tod und du musst dich entscheiden zwischen einem abvakuumierten Semignädel und einem abvakuumierten Weißen aus dem Billigdiscounter. Was darfst du lieber abschlingen? Ich sag bewusst nicht essen und eine dritte Antwortmöglichkeit gibt's nicht. Also, soll jetzt da tatsächlich keinerlei andere Alternativen nicht geben. Dann, glaube ich, friese ich lieber den abvakuumierten Semignädel. Da, wenn ich den schnell genug friese, habe ich wenigstens die Möglichkeit, dass ich das Stick dran. Nächste Frage. Der Corbinian Eckert schreibt, glauben taube Menschen, dass wenn wir gähnen, dass wir dann schreien? Woher wissen Leute mit Glatzen, wie weit sie ihr Gesicht waschen müssen? Fragen über Fragen. Michaela Hill schreibt einen Haufen Scheiß. Erstens, was ist deine Lieblingsbiersorte? Haben wir am ersten schon gehabt, aber es wird immer wieder gefragt, der Augustiner. Zweitens, für welches Team bist du jetzt in der WM? WM ist schon gar, aber ich war für Kroatien, wie die ganze Welt irgendwie. Drittens, wie alt bist du? Ich bin irgendwas zwischen 6 und 46. Viertens, kommst aufs Straubinger Volksfest, also kann man die da treffen. Also ich komme aufs Straubinger Volksfest und man kann mich da auch treffen, allerdings werde ich nicht sagen, wann und wo. Sonst meine ich, dringe ich nicht ein Maß in Ruhe. Habe ich das Gefühl? Glaube ich, kann sein, kann aber auch anders nicht sein. Also ihr könnt es mir ruhig so. Ihr dürft mir auch ruhig ansprechen. Ich friss keinen. Aber im Straubinger Volksfest wird das doch ein bisschen schwierig wahrscheinlich. Fünftens, mein Lieblingsessen. Definitiv das Schweines von der Mann. Aber sowas von. Sechstens, liest du gern? Wenn ja, was? Also lesen tue ich wirklich nicht gern. Ich lese gern in RPGs, ja, in Spiele lese ich gern viel, aber das ist das Einzige, ich glaube, ich kann die Bücher, die ich in meinem Leben gelesen habe, kann ich an einer Hand abzeigen, das war's dann. Siebtens, Italien oder Österreich Urlaub, das kommt ganz drauf an. Also Österreich, bergig und so weiter, kann ziemlich gemütlich und geil sein, aber auch der gemeine Strandurlaub, ich bin mehr so der Strandurlauber. Hier umeinander schnorcheln, am Strand umeinander sandeln und da lese ich dann meistens auch ein Buch, weil es super gemütlich ist oder spiele Gameboy, oder spielt ziemlich viel Gameboy oder sonst irgendwas, weil es mir einfach an die alten Tage erinnert, wie ich mit meinem Papa im Urlaub war und wir haben mal über Tetris-Battles gemacht, dass du sagst, gibt's das. Achtens, Spaghetti Bolognese oder mit Sahnesauce? Definitiv Bolognese, wer frisst seine Spaghetti mit scheiß Sahnesauce? Pfui Teufel. Das waren alle meine Fragen, kommst du bitte Franziska! Die und den Jonas, durch den ich zu dir gekommen bin, grüßen, Dankeschön, Fralle, habe die Ehre. Warum heißt du Michaela Hirl und unten steht Franziska? Don't get it. Egal. Nächster, der Wast White schreibt, welches von deinen Formate, Kruzifix, How-To, Stammtisch Micker, macht am meisten Spaß zum Produzieren? Das ist eigentlich ziemlich einfach gesagt. Das Kruzifix natürlich. Macht am allermeisten Spaß vor der Kamera umeinander zum Tor, sieht das aus zum Dinger, wie, was, wo. Das Schneiden macht auch am meisten Spaß, weil es nicht so massiv viel Arbeit ist wie ein How-To. So ehrlich kann man ja auch sein. Wenn man es nach der Arbeit ranken müsste, ist How-To definitiv das Aufwendigste, dann kommt's Kruzifix und dann kommt der Stammtisch Micker. Naja, nächste Frage. Frau Gold, Walleck, wenn man nicht mehr weiß, was man fragen soll, harter Kern. Aber wart, wie hast du deine Freundin kennengelernt? Die kenne ich schon immer, weil es die Schwester von meinem besten Freund ist. Und wie zur Hölle ist dein bester Freund eigentlich auf Josef Maria Erl gekommen? Das ist dieselbe Frage, wie es mir gefragt, wie bist du auf Bierger gekommen? Ich heiß halt so! Und der Josef Maria Erl heißt halt Josef Maria Erl. Er kann auch nichts dagegen tun. Er heißt doch Seppi, oder? Ja, Josef, Kurzform Seppi, beziehungsweise bayerische Version Seppi. Und was war das beste Erlebnis
Erlebnis mit einem Lehrer. Bei uns wird auf Schulfahrten zum Beispiel regelmäßig mit denen gesoffen. Hau dich rein bis Freitag. Also das erste, was mir jetzt da dazu eifert, das war in meiner Berufsschulzeit. Schöne Grüße gingen an den Herrn Hut und an den Herrn Slupina, meine zwei Klassenlehrer, die wir da gehabt haben. Du schreibst ja, das beste Erlebnis war, dass mir der Herr Hut am Schluss vom 3. Lehrjahr bin ich nicht einmal mehr hingefahren und ich habe mir mein ganzes Abschlusszeug wirklich persönlich per Post geschickt mit einem kleinen Brief dabei, mit viel Glück für die Zukunft und so weiter. Mit denen habe ich mich echt gut verstanden. Das waren super nette Lehrer. Vor allem der Herr Hut. Keine Ahnung, vielleicht sagt er das, wer weiß das schon. Der war aber damals schon ziemlich alt nicht. Aber ich glaube nicht, dass er es sagt. Aber trotzdem, schöne Grüße an den Herrn Hut. Es gibt natürlich noch krasse Lehrererlebnisse, die mag ich aber jetzt nicht verzeihen. Da ist er nicht noch gefragt worden. Das nächste Mal. Nächster. Matthias Gösch schreibt, was passiert, wenn man eine Leberkässemmel mit Senf und Ketchup isst? Jetzt weißt du's. Nächster, Manu 28 MBG. Wie groß ist dein Penis? Also wenn er keinen Spaß hat, 1,4 cm. Wenn er Spaß hat, 2,6 cm. Aber egal, dafür ist er dünn. Ich hoffe, so inständige kommen ins Video. Manu 28 MBG. Gratulation! Mit so einem Bullshit kommst du zu mir in die Videos. Der Charles von Kurz, machst du mal a Draw My Life? Puh, auf das bin ich noch gar nicht gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ihr da Bock drauf habt, lasst es mal wissen in die Kommentare. Ich glaube, dass das ziemlich viel Spaß ist, das zu machen. Ich glaube, ich darf mir Spaß machen, da ein bisschen auf so einem Ding umeinander gageln, das abfüllen mit ein bisschen Schmerz dazu. Schauen wir mal, dann sehen wir es schon, da ich sagen. Nächster, Adrian Neumeier. Welchen richtigen Beruf hast du neben YouTube? Da hast du vollkommen recht, erst einmal mit, dass YouTube kein richtiger Beruf ist, Kinder. Zweitens, ich bin Mediengestalter, so 20% Informatiker, hab Mediengestalter gelernt und kümmere mich jetzt um Online-Shop-Gedöns und so weiter und so fort. Und programmiere und gestalte Internetseiten etc. etc. Also ich bin gelernter Mediengestalter, wenn man so will. Der Tobey! Wer ist nach dir der liebste bayerische Rapper? Ich weiß genau, auf was die Frage hinausgeht, nämlich ob ich die einen zwei oder die anderen zwei mag. Also die einen zwei mag ich nicht, aber ich mag einen Bibo und einen Liquid. Das sind definitiv meine Lieblingsrapper, was die bayerische Mundart-Rap-Sache angeht, und am allergeilsten war's, wie es miteinander was gemacht haben. Also, lieber Bibo, lieber Liquid, falls ihr das seht, bitte macht's mal nochmal ein Album mit euch. Weil Herst, das war wirklich, das schäbert heute noch in meine Ohrwäschel, das Lied. Geile Nummer! Corbinian Eckert. Der die Milli entdeckt hat, was wollt ihr eigentlich von der Kuh? Was ich mich da frage ist, was wollte der erste Mensch, der das erste Ohr aus einem Händel rausgefallen hat, sehen und hat sich dann gedacht, wow geil, das frisst man. Fragen über Fragen. Das galaktische Imperium. Wird niemals enden. Ist Bürgerin daheim, wenn du deine Videos machst, und wenn ja, was denkt sie sich dann? Bürgerin! Also sie ist da meistens, sie denkt sich gar nichts, weil sie es glaube ich nicht hört ganz vor dem Wohnzimmer. Und ich glaube, wenn ich ihr sagt, du, ich bin jetzt hinten beim Video machen, dann setzt sie meistens Kopfhörer auf. Oh, ja, sowieso wurscht. Bavaria Brothers fragt, bist du geil? Alter, ich bin so geil, ich darf mir am lieber einen Tag und Nacht selber rein. Nächster, Florian Knapp. Hallo, kommt das ins Video? Ja, Herr Knapp, kommt ins Video. Der Doom Dead Dan. Servus. Fährst du auch auf Festivals? Und welche Musikrichtung ist dein Weder, also zum Beispiel Metal oder was anderes? Und zockst du nur am PC oder auch auf Konsole? Ich war schon länger nicht mehr auf dem Festival, muss ich ganz ehrlich gestehen. Am öftersten war ich definitiv in Rock im Park. Wo war man noch? Also mein Hauptweder der Musikrichtung ist Alternative Rock. Mir dauern so Sachen wie Alter Bridge, Chevelle, Boy Hits Car, Nirvana natürlich, 100-mal schon gehört, Seether etc. Bin aber, glaube ich, mittlerweile alt genug, dass ich offen bin für alle Musikrichtungen. Also es gibt durchaus auch in Ami-Rap und in Deutsch-Rap und elektronischer Musik und so weiter Sachen, die mir sehr gut gefallen. Momentan höre ich auch sehr viel Nothing But Thieves und Panic at the Disco. Und ansonsten aber Festivals haben eigentlich meistens immer nur Alternative Rock oder Rock Festivals. Aber direkte krasse Metal Festivals eher nicht so. Und spielst du nur am PC oder auf der Konsole? Ich spiele ausnahmslos am PC. Konsolen habe ich einfach aufgegeben, weil mit einem Gamepad kriege ich einen scheiß Schlaganfall. Und ist halt so. Nächster, Chris Official. Das du für 10 Millionen Euro nach Sachsen ziehen und nur noch Radler dringen. Hey, ganz ehrlich, für 10 Millionen Euro schneide mir meine Hände ab und meine Füße ab und ruhe den Rest meines Lebens nur noch als Torso durch die Weltgeschichte. Okay, nein, das darf ich nicht, weil dann kann ich nicht mehr zocken. Aber gut, auf die Füße können wir verzichten. Du, für 10 Millionen Euro, Alter! Ist mir scheißegal! Sau wie so viel Radler, das so gibt's das! Bist du deppert? Der Max Schindele schreibt, kriegt bei mir ein I Love Babykur T-Shirt. Euer Wunsch ist mir Befehl. Nimmst da die Babykur und dann machst du so, blub,
dann machst du ein T-Shirt draus und dann machst du so und schreibst im Online-Shop unter biergerwear.de. Irgendwo der Link ist da oben oder da oben oder da oder was weiß ich wo ist. Der Flügelhornist. Und was ist überhaupt der Unterschied zwischen einem Heizkörper? Die zwei Kniescheiben. Besonders die linke. Was soll denn das? Der Vollbierbur, kommt einmal wieder was mit der Bürgerin. Machst du mal ein Auto Preisen absageln, Auto Schnupfen, Auto abbandeln und natürlich die allerwichtigste Frage für die Bürger, sagen wir, rappst du eigentlich? Ja! Stuhl, schwul, cool, pitch, Tim Jagos schreibt, was ist deine Lieblingsserie? Puh, mein All-Time-Favorite wird wahrscheinlich für immer und ewig Breaking Bad bleiben. Ansonsten mag ich noch sehr gern Game of Thrones, wobei die am Schluss auch schon wieder so, Dann mag ich noch sehr gern The Walking Dead, was aber die letzten 2 Staffeln auch kacke war. Also sagen wir Breaking Bad. Ja, nächster. Ah, Herr Kulzer! Grüße an den Kulzer-Clan. Haben Pinguine Kniescheiben? Wenn wir so tun. So. Haben Flieren Eibung? Keine Ahnung. Die Pip schreibt, wenn blinde Leute Mondsemi essen, was lesen die noch? Du, das kommt ganz drauf, ob es eine helle oder eine dunkle Mondsemi ist und je nachdem lesen sie Herr der Ringe 1 oder 2. Was weiß denn ich, Mann? Das war aber so klar, dass nur Bullshit-Fragen kämen. Der Death Clash schreibt, Star Wars oder Star Trek? Ganz klar Star Wars. Der Lucibert08 schreibt, stell dir vor, dein Haus oder deine Wohnung fängt zum Brennen und du kannst es nicht mehr löschen. Was darfst du mitnehmen? Das ist eine ganz einfache Frage. Unter den rechten Arm Bucket Freundin, unter den linken Arm Bucket Emma, das ist unser Hund. Und unsere 3 Katzen, ein Plötze, ein Mietsbatzen und ein Katzbrocken. Und dann laufe ich so schnell wie ich kann. Weit komme ich nicht, wahrscheinlich noch 100 Meter brauche ich Sauerstoffzeit, aber drauf geschissen. Alles andere kann man ja ersetzen. Der XXJS schreibt, bist du zufrieden mit deiner momentanen Leistung auf YouTube? Ist vielleicht ein wenig besser, als du denkst hast. Ich bin nie zufrieden, das ist mal ganz, ganz wichtig, das ist eigentlich fast egal, was ich bin. Immer wenn ich mit etwas fertig bin, sitze ich daneben und denke mir dann so, fuck, das jetzt besser machen, das und dann ist mir aber doch wieder wurscht und auf damit und versuche das dann einigermaßen zu berücksichtigen bei den nächsten Videos oder egal eigentlich, was ich tue im Leben. Aber mit der momentanen Leistung auf YouTube bin ich eigentlich, um ehrlich zu sein, da bin ich mehr als zufrieden, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe, dass wir mir auf die 50.000 Abonnenten zugingen und ihr da draußen 50.000 Leute seid, die meinen Scheißdreck anschauen wollen. Verstehe ich bis jetzt noch nicht, aber ja, also im Grunde bin ich sehr zufrieden sogar, ja. Der CD-Player, verstehe kein Wort, kannst du mir bayerisch beibringen. Sagen wir ganz schnell hintereinander, blutige Hähnerkrebs, blutige Hähnerkrebs, blutige Hähnerkrebs, oder da dir da und da datieren. So, wenn du das kannst, dann kannst du bayerisch. Ansonsten klang der einfachst, passt schon. Ha! Und sind wir durch! Ich habe mich wirklich versucht zu beeilen und kurz zu halten. Normalerweise eher nicht auf zum Labern. Wer jetzt noch irgendwelche Fragen hat, mir tut's natürlich leid, dass ich nicht alle Fragen beantworten kann. Das ist aber auch klar. Ich glaube, dass über 400 Leute da unten was hingeschrieben haben. Was ich aber tue, ich werde euch jede Frage, die ihr jetzt unter das Video schreibt, werde ich euch beantworten und drunter schreiben. Jeden Kommentar. Ich sag merci für eure rege Teilnahme. Links zum ersten Fragevideo hau ich euch da irgendwo einer. Links zum lustigen Babycool-T-Shirt hau ich euch da oben irgendwo einer und in die Beschreibung. Und ansonsten sehen wir uns spätestens nächste Woche mit einem neuen Video und im Livestream sowieso. Bis dahin, haut euch eine. Habe.